Was geht ab, Leute? Es ist soweit. Wir reagieren auf den österreichischen Song für den Eurovision Song Contest 2026 in Österreich. Ich bin sehr gespannt. Ich habe ja gesagt, ich reagiere auch auf Österreich und die Schweiz. Schreibt mal in die Kommentare, wenn es noch andere Länder gibt, die irgendwie interessant sind. Aber heute Österreich, Tanzschein von Cosmo. Ich habe schon das ein oder andere TikTok gesehen und ich muss sagen, es ist auf jeden Fall mein Style. Ich freue mich drauf, aber auch nochmal heute, bevor wir reingehen, unser Song mit Marc Eggers, Paul Frege und mir, Mon Amour, das Cover von Hecht ist online. Der klingt so. Solange ich noch Luft in meiner Lunge hab, brennt mein Kern für dich lichterloh. 2 Uhr morgens, alle haben sich im Arm auf einem Festival und der Song läuft. Mashallah. Wir gehen rein, Tanzschein Cosmo. Leute, ihr müsst in den Kommentaren ein bisschen chillen. Ich habe die Kommentare von gestern gelesen. ESC ist ja ein echt krasses Thema, wie die Leute dort schreiben. Bleibt respektvoll, schreibt eure Meinung rein, was ihr von den Songs hält. Aber es ist immer ein bisschen, die Leute gehen auf jeden Fall krass rein in den Kommentaren. Ich finde es geil, wenn diskutiert wird. Ich glaube, für das ist der ESC ja auch da, gerade wenn es um Musik geht. Bleibt da einfach freundlich, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Und somit würde ich sagen, wir gehen rein, Tanzschein Cosmo, Österreich. Abfahrt. Ich steh vor dem Club, bin schon gespannt. Sag, hast du Lust auf einen Tanz? Wir treten ein, auf der Suche nach Ekstase, doch hinterm Neonlichter. Diese Masken geben mir irgendwie Vibes von irgendeinem Film. Ich weiß nicht mehr, welchen Film oder so. War das Get Out? Nee, nicht Get Out. Es gibt irgendeinen Film, wo die Leute so Masken anhaben. Auch irgendwie so low-key bisschen Squid Games Vibes. Aber ich finde bei ihm sehr cool, so mit dem Auge und dem Stern. Dann erkennt man das schnell. Es ist so typisch ESC. Liegt eine Tieroase und der Löwe versucht bei einer Gazelle. Der Bei einer Gazelle. Hunger macht ihn böse und der rückt er auf die Bälle. Im Gehege geht er durch wie eine Säge, ist bekanntlich nicht romantisch, er steht nicht aufs Gerede. Das kann doch gar nicht wahr sein, die machen sich zum Affen, um Tänzer seh ich gar kein. Ich hätte eine Idee, ein Konzept, ja das wär einfach perfekt. Sie brauchen einen Tanzschein, da muss ich streng sein, weil ohne Tanzschein lass ich sie nicht rein. Haben Sie einen Tanzschein, das soll kein Witz sein, weil ohne Tanzschein. Er muss sich so anstrengen. Denn ohne Tanzschein. Ich finde den Song, was ich cool finde, und da muss man beim ESC mal unterscheiden, willst du einen Song machen, der gewinnt, oder willst du einen Song machen, der durch den ESC Aufmerksamkeit bekommt und den man danach noch hört? Und ich glaube, das ist so ein Song, der wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, nicht gewinnen wird, aber man kann den noch länger hören und es ist nicht nur so ein ESC-Ding. Und das finde ich eigentlich immer ganz geil, wenn solche Songs dorthin gehen, weil irgendwie ist ja das Ziel langfristig das, dass man den Song immer hören kann. Ja, ich finde es irgendwie witzig. Lass ich sie nicht rein. Ich schließ die Augen, dann bin ich Clubbesitzer. Und auf der schwarzen Liste stehen die Steroidenspritzer. Und auch wenn sie nur bellen und eigentlich gar nicht beißen, das ist hier die Regel, Hunde müssen draußen bleiben. Die Gitarre. So kann es jeden Tag sein, wir tanzen durch die Nacht und Löwen seh ich gar kein. Draußen macht sich Okay. zum Affen, doch der Türsteher sagt mit einem Lachen, sie brauchen einen Tanzschein, dann muss sie streng sein, weil ohne Tanzschein lass ich sie nicht rein. Haben Sie einen Tanzschein, das soll kein Witz sein. Er sieht so angestrengt aus beim Singen. Ja, also ich finde es ist jetzt musikalisch nicht so, wo man sagt so, boah, Digga, es ist insane krass gesungen. Es ist gut gesungen so, es passt zum Song. Ich glaube, der Song kann ganz witzig sein, vor allem wenn man ihn versteht. Ist halt die Frage für Länder, die es nicht verstehen, wie der ankommt. Aber ich finde den Vibe eigentlich ganz geil. Also ich finde es cool. Ich finde es cool, dass Österreich sowas hinschickt. Ich sag's einfach, Digga. Ich finde das geil. Komm, geh hin, mach. Auch wenn du am Ende keine Ahnung, was wärst. Ich finde das beim ESC ist irgendwie so, ich habe so das Gefühl, beim ESC Länder wollen so einen Song haben, der so Platz 6 wird, so mäßig. So, ja, wir müssen eine gute Bewertung haben. Ich sag immer als Land, geht rein, alles oder nix. Geht auf Platz 1 oder Halbfinale ausscheiden. Ja, ins Finale kommen ist schon cool, aber geht rein und am Finale, zweitletzter Platz, ist doch scheißegal. Aber wenn du was machst, was irgendwie spezieller ist, einfach all in. Ich finde es immer schade, wie gerade jetzt Deutschland mit dem Song, dass man so einen Song nimmt, wo man so ist, ja, der ist, weil was willst du damit erreichen? Willst du damit erreichen, dass andere Länder sagen, boah, die wurden in diesem Jahr Platz 7, crazy. Und dann finde ich es cooler, wenn man sowas hinschickt, ehrlich gesagt. Was ein bisschen spezieller ist, also ist jetzt ja nicht so ein spezieller Song insgesamt, wo man so sagt, boah, der ist so crazy. Aber ich finde, der ist cool, den kann man hören. Digga, beim Autofahren, Mashallah, Tanzschein, geil. Ohne Tanzschein, dann kommen sie nicht rein. Der Gorilla in der Ecke
Wolke träumt von seiner Pirouette. Er scheut sich Okay, die Visuals. vor den Blicken, die die Artgenossen schicken. Ich nehm ihn an der Hand, ja, bildet einen Gang. Wir schauen uns in die Augen und ich fange an. Du kannst mir vertrauen. Hier Klassischer ESC-Part. ist alles erlaubt. Wir haben uns doch lang genug verstehen. Geil. Boah, das war geil. Okay. Und alle wollen einen Tanzschein. Sie wollen wie wir sein, doch ohne Tanzschein. Ja, okay. Ich sehe das schon. Haben Sie einen Tanzschein? Sie Tiere bleiben, haben sie einen Tanzschein. Das soll kein Witz sein, weil ohne Tanzschein, da kommen sie nicht rein. Ja, ich finde die Masken ein bisschen creepy. Das war auch wieder ein klassischer ESC-Part. Aber ich sehe das auf einer großen Bühne. Ich sag irgendwie bei jedem Song, jo, der wird nicht gewinnen. Aber ich sage auch bei dem, dass er nicht gewinnen wird. Aber es ist ein Song und das ist geil. Der wird auch nach dem ESC noch weiter funktionieren. Und das finde ich immer irgendwie cool für die Künstler, für die Songs. Und ist ja für alle irgendwie cool. Geil. Tanzschein, Cosmo, feiere ich. Ja, ist ein cooler Song. Ist gesanglich jetzt nicht Peak. Also, wenn ich sage, ist jetzt gesanglich nicht Peak, ich kann gar nicht singen. So, ich gehe hier mit meiner Laienmeinung rein, sage einfach meine Meinung dazu, weil es mich interessiert. Es ist jetzt nicht, wo man guckt und dann sagt, boah, insane krasse Stimme, bla bla bla. Aber es ist cool. Ich glaube, auf einer großen Bühne wird das cool kommen. Deshalb sage ich Österreich. Das habt ihr gut gemacht. Aber ihr werdet nicht Back-to-Back gewinnen in eurem eigenen Land. Aber die Schweiz und Deutschland auch nicht, von dem her. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Wir sehen uns morgen bei einer Reaction zum Schweizer Song. Bis dann. Tschö. Update. Ich habe gerade nochmal geguckt. Der Schweizer Song kommt erst am 11. März, also heute in 2 Tagen raus. Das heißt, ich werde dann auf den reagieren. Das heißt, dauert noch ein bisschen. Bis dann. Tschö.